Hier ist unsere Geschicht. Subscribe zu diesem Channel, drück auf den Daumen ab und vergiss nicht nachzuschreiben in die Kommentare, von wo du diese Geschichte anhörst. Dort merkt sicher, dass viele Mennoniten mit unserer Geschichte bekannt waren. Geschichten uit onze Geschicht Nummer 22. Ditmaal nog war der Meier van wo viele Dinge mal bij ons in Mexiko waren, als we daar in de 1930 en 40 Jahren abwassen en wo so viel het in unserem Leben geändert heeft. Als we, die we in de 1930 en 40 Jahren in Mexiko in onze isolierte Kolonien abwassen, dan lebt we en handelt we door naar onze eigen mennonitische cultuur. We deden dingen zo als mennonitische kolonisten dat in ihre Welt, dat heet in ihrem van de Umwelt aufgeschlossenen Weg van leven al zo lang immer gedaan hadden. Zoals onze eigen mennonitische cultuur dat verreicht hält. En ik geloof, oder beter gezegd, wir alle weten van jou, dat nicht alles, wat in onze Kultur als richtig angesehen worden ist, in Gottes Augen auch wirklich richtig gewesen ist. Aber sehr viele von unseren mennonitischen Lebenswerten wären recht und gut. Nicht nur in unseren Augen, aber auch in Gottes Sinne. Und manchmal wundere ich, ob wir von dem positiven Part von was in unserer mennonitischen Kultur, in unserem Weg von Leben, in unserem damaligen Weg von Dingen tun, in unserem Benehmen, in unserem Gegenseitigen miteinander und mit der Welt uns handeln, vielleicht zu leicht und zu sehr vertuscht haben, mit was die Landeskultur hier ist. Dann wird politischer und kultureller Weise richtig scheint, oder dort, wo in irgendeinem Land für kulturell oder politisch richtig geholt wird, dort ist in Gottes Augen bestimmt lang nicht immer richtig. In Mexiko, in einer mennonitischen Kolonie, wo wir in den 1930 und 40 Jahren abwassen, da ging wir oder fuhr wir, wenn uns dort bei unserem Haushalten oder bei unserem Wirtschaften an irgendwas fehlt, nicht immer furzen um Stuhl und Koften dort. Wenn eine Mutter dort in Mexiko an einem Tag bei ihrem Eten merken, an ein Ei, ein Bett mehr Hefe, ein Bett Salz oder Zucker, Backpulver oder Backsoda, ein Bett Butter oder Schmalt, ein Bett mehr Mehl oder selbst an irgendwas fehlt, dann jingt sie entweder selbst oder sie schickt einen von ihren Kindern, wenn die all groß genug dort wären, nur einen von ihren Verwandten oder Nachbars am Dorf hin und liest sich dort durch, was an diesem Tag fehlt. Und wenn ihr Mann oder sie selbst und ihr Mann dann an einem anderen Tag, wo am Stuhl angekauft haben, dann bracht sie selbst oder ein von ihren Kindern, die Verwandten oder Nachbars auf, was sie von an geliebt hat. Wenn das Zeit geworden wäre, dass ein Bauer oder seine Jungs ihre Werken oder Baguosten schmieren sollen, und dem Bauer seine sogenannte Werkenschmierdose ladig wäre, dann ließ der Bauer oder sein Jung ein kleines Dosje voll Werkenschmier von einem von ihren Nachbars oder Verwandten am Dorf und schmierten die Werken und Baguosten. Wenn einem vorher seine Schweine aus ihrem Hack rausgekommen wären oder rausgebrochen wären und seine 13 Nägel alle geworden wären, dann ließ er eine bestimmte Zahl Nägel von seinem Nachbar oder Verwandten und mir selbst oder seine Jungs Schweinhack trägt. Wenn wir unseren Stacheldrahttün trägt merken wollen und unsere Fanshospen alle geworden wären, dann ließ wir eine bestimmte Zahl Hospen von den Nachbarn merken unseren Tün trägt.
wenn wir unsere eigene Schau oder unsere Geschwister ihre Schau versohlen sollen, und unsere 5/8 soll je pflegen alle werden, ehe wir damit fertig geworden wären, dann lied wir uns pflegen von unseren Nachbars und wir können das schon versohlen fertig. Und wenn Vater dann in der Stadt gewesen wäre, in Wehrens mehr, fans Husband, 3 soll je Nägel und 5/8 soll je pflegen gekauft hat, dann brauchen wir den Nachbars auf, was wir von an geliehen hatten. In den 1930er und 40er Jahren, als wir in Mexiko abwassen, dann hatten noch lang nicht alle Bürgers am Dorf alle Handgerätschaft. Und wohnt an dort Hanen war da mal fehlt. Und wenn einem Bürger oder seine Jungs dort bei einer gewissen Arbeit an eine gewisse Handgerätschaft fehlt, wo sie nicht haben, dann lieben sie sich dort von einem Nachbar, wo er so hat. Eine gute Handsau, zum Beispiel, zum das Wehrsauen, hat wohl sozusagen jeder Bürger. Aber eine gute Handsau zum Schelpen haben wenige Nachbars im Dorf. Und wenn zum Beispiel einem Bürger seine Jungs von Breda oder sogar von Bohlen was merken sollen, und anderer dabei neidig an eine Schelpsau fehlt, und sie aber keine haben, dann lieden sie so eine Sau von einem Nachbar im Dorf, wo er eine hat. Und so wird es auch mit irgendeiner anderen Handgerätschaft getan. Ich weiß noch, dass in jener Zeit jeder junge Bürger, jeder Anfänger am liebsten eine Henry Diston Handsau haben will. Viele Bürger und ihre Jungs kauften keine Handsau, wenn es nicht eine Henry Diston Sau wäre. Und als ich meine erste Handsau 1949 kaufen will, und guckt ihm auch, in mir wer gesagt hat, dass in Schulzen ihrem Hardware-Store Henry Diston Sau unter kaufen wären, dann will ich da eine so eine Sau kaufen, aber die wären, wie es das gerade für Weihnachten war, alle ausverkauft. Und dann will Schulz mich und ein paar andere junge Männer, wollen auch eine Handsau kaufen wollen, eine Handsau von einer anderen Kompanie anpreisen und loben. Oder loben. Zum Demonstrieren, dass diese Sau besser war als eine Henry Diston Sau, nahm Schulz eine Henry Diston Sau und buchte so kram, dass er durch den Sauenhandel atlige Zahl durchstürk. Und weiß uns, dass diese Sau in Bett kram bleibt, wenn er das getan hat. Und dann deed hij dat met deze Sau von der anderen Fabrik auch so. Und weiß uns, dass diese Sau davon nicht kram gebeuren war. Dass die ganz Trägsprung, wenn er die Kreuz so weit gebeuren hat, als der Henry Diston Sau. Und dann versucht er uns zu erklären, dass das Beweis dafür war, dass diese Sau von besserem Stahl gemerkt war, als der Henry Diston Sau. Und seht uns dann, dass diese Sau atelier Pesos billiger war als Jana. Aber wir wären alle noch einmal nicht interessiert in diese andere Sau kaufen. Und dann seht Schulz ungefähr so. So sind wir Menschen. Wenn eine Fabrik ihre Handgerätschaft bei uns erst genommen hat, dass es das Beste ist, dann kann eine andere Fabrik ihre Gerätschaft nicht so sehr verbessern, dass wir dort glauben, dass ihre Gerätschaft wirklich besser ist. Nicht einmal, wenn das klar zu beweisen wird. Aber wir junge Männer wollen doch wohl alle nicht von dem anderen so gesehen worden, als wenn wir nicht mehr daran glaubten, dass mal eine Henry Diston Sau eine gute Sau wäre. Ich wenigstens wir innerlich überzeugt, dass Onkel Schulz recht war. Aber ich sehe ihm dort nicht und ich kaufe auch nicht die bessere Sau. Und warum kauft ich die nicht? Na, wegen Peer Pressure. Ich will ganz einfach, so als jeder andere junge Mann, eine Henry Diston Handsau haben. Ich werde nicht diese bessere Sau zu kaufen, weil ich nicht weniger zahlen will als meine Gesellschaftskameraden. Ich will so sein, als die wären. Noch viel Mal habe ich, wenn meine von viel zu wegem
Stol gemerkt, der Henry Disten Hans ja, wie da mit Arbeiten verbuch, daran gedacht, dat ik wegen peer pressure, wegen mit anderen gelijk zijn willen, mal nicht die betere Sau gekauft had, wenn Onkel Schulz mich vergelobt had, aber später eine Henry Disten Sau gekauft. Die meeste von unseren Eltern versuchten ihre Kinder so abzutreiben, dat die Arbeitsamkeit lehren sollen, und dort, so dachten sie, muss dadurch gedaan worden, dat sie jeder Tag was zu tun hatten. Aber das wird nicht immer so leicht zu tun, wenn die Familie groß wird und das Geld nicht da wird, um für jeder Jung und jeder Mädchen was zu tun zu merken. Jeder Tag. Und da mussten wir, Jungs und Mädchen, sehr viel mal für ein kleines Lohn für andere Bürgers was tun, wenn ein bisschen mehr Geld und weniger Arbeiter hatten. Man hört, als wir junge Jungs wären, einmal sagen, dass hier und da Fotos gewasst wären, wenn ihre Jungs, wenn sie selbst nicht gefangen hatten, für zu tun, dass sie dann mögen ein großes Loch graben und dann dort war das Tauschschaffeln. Ich glaube aber nicht, dass es bei uns wirklich so eine Fotos gegeben hat, wenn wir zu diesem Ansehen extrem gewohnt sind. Aber wenn das Land in den Wintermonaten gepflegt worden wäre, wenn in der Erde all nicht viel Feuchtigkeit wäre, dann war das manchmal ziemlich klitrig. Und dort wäre in unserer Zeit so Mode, dass auf dem gepflegten Land im Vorjahr nach verderer Zeit alle Glieder fingeächt worden mussten. Und manchmal mussten einige Vaters ihre Jungs, wenn die Vaters das nicht verahnt zu tun hatten, immer weiter noch einmal das gepflegte Land ernten, auch wenn die Jungs dachten, dass dort keine Glieder mehr fein zu ernten wären. Ich weiß noch, dass ich in den Vorjahrmonaten manchmal für einen anderen Bauer am Dorf den ganzen Tag hinter der Erde gewohnt habe oder gewohnt sie, wenn ich mit Pferd für am ernten musste. Und weil ich sehr platte Feit habe und platte Feit nicht sehr gut vertrauen, den ganzen Tag zu wohnen, haben mir dabei manchmal sehr die Feit wehgetan. Besonders holen platte Feit dort lang wohnen nicht gut uit, wenn die nicht eine gute Show sind, wenn die nicht gute Show anhaft. Und wir Jungs hatten damals überhaupt keine alldagsche Show. Wir gingen am Alltag entweder platt borft oder wir gingen mit selbstgemerkten Huaraches, wo wir von alle Reifen gemerkt hatten. Und dann, als ich einmal war für Ole Franz Unse in Blauenwoerd auf einen 1,5 Kilometer langen Kegel eten musste, dann hielt ich einmal auf dem hintersten Kegel, als ich gerade angewangen hatte, ein bisschen still und verreif mich meine Feit. Ich dachte gar nicht daran, dass meine Fühler schrocken nicht stehen blieben würden, und ich ließ die Linen einfach auf der Erde liegen. Aber dann mit einmal hitzt da wer eine Maxerschrug hinter mir, und als meine Fühler das Piet hinter uns vorbei rannen hörten, dann checkten die sich einmal an, sahen auch an und rannten mit der Erde taub weg. Und ich stüß heran. Aber ich wollte nicht auf die Erde abzustoppen und die Linen zu nehmen. Mit einmal schmeiß ich mich auf den Bock, auf die Erde ab und krieg die Linen auch wirklich zu holen. Und die vielen Schrucken leiten sich auch ganz leicht abholen. Ich glaube, die wurden auch ohne abgeholt nicht mehr weit gerannt haben. Mein Bock wird dabei nicht geworden, der hat nicht einmal einen Schraum, aber nu wir meine Bächsenschlaub ganz von den Bächsen losgereten. Was soll ich nu tun? Ich kann jedoch nicht mit einer Hand die Bächsen holen und mit der anderen die Linen und dann so wieder eten, was das Abend war. Aber die Eitingen und die Erdgelenke lassen die immer dort Iserdraht taub. Und ich nehme einfach enger Draht, nicht meine Bächsenschlaub damit
war er an en die Eid war er wieder. Aber wo soll ich dort nicht merken, dass die Lied dort am Dorf nicht alle sagen oder sein würden, wo meine Bächsen verflärt wären und wo Graf de droht wäre, mit wonen ich gefleckt hat. Besonders will ich nicht haben, dass Tante Ernst dort sein soll, wenn ich nach Hause käme. Und ich dachte, mit einmal gar nicht mehr da an, dort meine Feit weiterden, aber bloß an, was Menschen sagen würden, wenn die mir und meine bunte Schlaubächsen sein würden. Aber ich fuhr all da wären, lauter als gewöhnlich nach Hause, so dass es dies da sein soll, wenn ich käme, und hofft, dass das dort verwegen wird, dass Ernsten mich nicht und meine bunte Bächsen sein würden. Aber so schön, dass ich tüß angekommen wäre, oder wenigstens als ich de Pferd was am Stall hat, dann kam Tante Ernst und dachte für mich mit ihrem Latoren, so dass ich soll Schmack sein können, zum de Pferd nach Futter geben und auch zum wo die Seelen abgehangen worden sollen und so weiter. Und als ich mit alles fertig war und versucht, mich durch die Hänge der Rüte schlecken, dann passiert, was ich gefertigt und nicht gewollt hat. Tante Ernst bleibt mit ihren Latoren ganz dicht bei mir und verlangt, dass ich hineinkommen soll zur Ovenkost. Ich musste mal an die viel dagere Eetstoven hinkommen und Ovenkost eten. Ob sie meine zwei Bächsen in den groben Droht gesehen hat oder nicht, dort weiß ich nicht. Aber gesagt hat sie nicht und dort wäre gut genug für mich. Aber nun musste ich noch tüß damit fertig worden. Was wird Mutter nu sagen, wenn sie meine zwei Schlaubächsen sein wird? Und besonders, wenn sie sein wird, wo mein dicker eiserner Twirm und der Lebend auch noch so eine große Leiche gemerkt hat. Und was würden meine Geschwister sagen, wenn die mir an meine bunte Bächsen sein würden? Aber das wäre nicht so schlimm, als ich mir das gedacht habe. Ich muss Mutter wohl erklären oder vertalen, was geworden wäre. Aber dann sprach sie sich dankbar aus dafür, dass mir dabei nicht geworden wäre. Und als Tüß dann alle gut gelacht haben über mich, über wo meine Schlaubächsen aussagen, und ich die dann ausgetragen habe, und an meine sonntagsche Schlaubächsen stück, dann war da alles gut geworden. Und nu zwischen an erstmal war da davon, wo andere Menschen, die nicht Mennoniten, uns gesehen haben, besonders von wo Walter Schmiedehaus in seinem Heft oder Büchje auf verschiedene Wege beschrift, wo er viele von unseren Mennoniten gesehen hat. In seinem 54-seitigen Heft, die Allkolonier Mennoniten in Mexiko, schildert Schmiedehaus, wo er viele von unseren Lied gesehen hat. Und er nannt, was er in diesem Heft schreibt, einfach Erinnerungen. Und er sagt an dem Verwort zu diesem Heft unter anderem so. Als ich im Jahr 1923 als Bankangestellter nach dem damaligen San Antonio de los Arenales von der schon Cuauhtémoc handkam, dann möchte ich zum ersten Mal Bekanntschaften mit diesem mir bedauernd fremden Siedlervolk von dieser Herkunft, wo mich dort bald aufrichtig interessiert und wo ich damit dienstlich und geschäftlich viel zu tun gehabt habe. Und bei der ich schließlich lang dich gewohnt habe. Hier brech wir aber weiter auf für das Mal. Nächstes Mal noch mehr davon, wo Walter Schmiedehaus in seinem Heft Allkolonier Mennoniten in Mexiko auf verschiedene Wege beschreibt, was seine Erinnerungen sind, von was er mit unseren Mennoniten in Chihuahua erfahren und erlebt hat. But nächstes Mal, ich bin George Rempel.